Ich war ja, wie Herr Brandt gesagt hat, mit dabei bei der Anhörung. Ich war einer der Experten bei der Anhörung zur Diskussion im Ausschuss des Bundestages zur Frage des Völkermordes im letzten Jahr. April war es, glaube ich. Und habe hier so ein bisschen was vorbereitet zu dem Thema, was ich gerne hier sagen möchte. Was mir auffällt, einerseits Deutschland hat beim Thema Völkermord zweifelsohne eine besondere Verantwortung. Das schafft aber auch ein Problem. Und zwar versucht man hierzulande dieser Verantwortung dadurch gerecht zu werden, dass man den Tatbestand des Völkermordes von der Definition her so anspruchsvoll wie möglich macht. Es muss also mindestens schon ein kleiner Holocaust sein, bevor man das Wort in den Mund nehmen sollte. Ja? Weil Völkermord, man möchte halt das ehren und vorsichtig sein. Völkermord, so die Vorstellung, das sind Massengräber, das sind Tausende von Leichen, die physische Vernichtung einer Bevölkerung, ein unvorstellbares Grauen. Ja? Die Feststellung eines Völkermordes muss ebenfalls den höchsten Anforderungen genügen. Ein Völkermord, das sind Massengräber, vor denen man physisch stehen muss. Der Tatbestand des Völkermordes muss komplett nachvollziehbar vollzogen sein. Man muss ihn wissenschaftlich messen können. Nur so kann man dem Anspruch genügen, nicht leichtfertig zu übertreiben oder vielleicht eine Fehlentscheidung zu fällen. Und da gibt es ja auch ein Element, das vielleicht stimmt daran irgendwas, aber es gibt auch vielleicht etwas, was daran nicht stimmt, und darauf möchte ich eingehen. Auch auf internationaler Ebene ist es oft so, dass Experten es befürworten, beim Tatbestand Völkermord den juristischen Maßstab anzusetzen, der erforderlich ist, eine Individualperson des Völkermordes zu überführen. Dabei wird etwas ganz Wichtiges übersehen. Die Völkermordskonvention von 1948 beinhaltet mehrere Elemente des Völkermordes. Und sie ist also nicht nur Tötung, sondern zum Beispiel Geburtenverhinderung und andere Elemente. Und zweitens, sie ist nicht nur auf die Bestrafung dieses Verbrechens ausgelegt, sondern das Hauptziel der Konvention ist ja die Verhinderung. Herr Brandt hat mir da schon einige gute Punkte vorweggenommen, das finde ich gut, die können Sie gerne auch zweimal hören, finde ich ganz wichtig. Die Verhinderung, dass dieses schreckliche Verbrechen nicht mehr durchgeführt wird. Das Problem ist, dass seit 1948, soweit ich weiß und gelesen habe, de facto noch nie ein Genozid verhindert wurde. Und das liegt genau an dieser Methodik und an dieser Herangehensweise. Mit dieser Methodik und Denkweise ist es unwahrscheinlich, dass die Bundesrepublik Deutschland jemals frühzeitig genug aktiv werden wird, um einen Völkermord möglicherweise zumindest potenziell zu verhindern oder zumindest konkrete Maßnahmen anzudenken und einzuleiten. Die Verantwortung eines Landes, das diese Konvention unterzeichnet hat, ist nämlich nicht nur den Standard eines Strafgerichtsverfahrens nachträglich anzusetzen, bei dem man natürlich besonders vorsichtig vorgeht, weil man nämlich einem Menschen unter Tatverdacht des Völkermordes das Unschuldsprinzip zugesteht. Und man würde einen Menschen nur des Völkermordes verurteilen, wenn die Indizienlage ganz eindeutig ist, weil man dem ja eine Freiheit entzieht. Die Verantwortung eines Staates, einen Völkermord rechtzeitig zu verhindern, ist eine völlig andere und erfordert eine andere Methodik. Hier ist es besser, wenn man eine Situation rechtzeitig, gegebenenfalls frühzeitig, als eine Risikosituation des Völkermordes einstuft. Man kann und sollte also von einem Risiko sprechen, dass ein Völkermord in der Entwicklung ist, beziehungsweise schon im Gange ist oder sein könnte. Das ist also eine ganz andere Herangehens- und Denkweise. Genau zu diesem Zweck gab die UNO im Jahr 2014 einen Analyserahmen zur frühzeitigen Bewertung sogenannter Atrocity Crimes heraus, der unter anderem auch Indikatoren für Anzeichen eines Völkermordes sowie anderer Verbrechen wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit enthält. In der Einführung zu diesem Dokument mahnte der damalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Staaten dazu an, anhand dieser Indikatoren die Anzeichen solcher Verbrechen rechtzeitig zu erkennen, damit diese frühzeitig verhindert werden. Dieser Analyserahmen fordert Staaten dazu auf, die pragmatisch formulierten Indikatoren dazu zu nutzen, die Anzeichen eines potenziellen Völkermordes frühzeitig zu erkennen. Zu diesen Indikatoren gehört zum Beispiel auch ein Abschnitt, der von der
möglichen Schlussfolgerungen auf eine Intention zur Begehung des Völkermordes anhand aktuell bewertbarer Daten spricht. Indikatoren sind zum Beispiel das zur Seite schaffen der kulturellen und intellektuellen Elite, etwas, das wir in Xinjiang ja sehen. Einleitung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung, etwas, das wir auch sehen. Einleitung von Maßnahmen generell, die einen möglichen Genozid andeuten. Ich selbst spreche in Bezug auf Xinjiang von einem Risiko, ich benutze gerne das Wort Risiko, dass Handlungen, die ein Kriterium des Völkermordes erfüllen, begonnen haben und dass im Verlauf der kommenden Jahrzehnte sich diese Handlungen bei weiterer Anwendung aktueller Policies, Maßnahmen des Staates, sich zu einer empirischen Realität summieren können, die einen Völkermord darstellen oder darstellen könnten. Man spricht hier auch manchmal von einem schleichenden Genozid. Der britische Anthropologe und Xinjiang-Experte David Tobin spricht von der Zerstörung der essentiellen Fundamente, die für das Überleben einer Gruppe notwendig sind. Die Tatsache, dass Peking essentielle Daten zur Bevölkerungsentwicklung aus ihren aktuellen statistischen Veröffentlichungen entfernt hat und nach wie vor nicht vorhanden sind, ist Grund zur großen Sorge. Für die Risikobewertung eines aktuellen oder schleichenden Völkermordes ist dieser Tatbestand der Datenzurückhaltung von großer Bedeutung. Vor kurzem schrieb die spanische Forscherin und Expertin Esther Brito einen sehr aufschlussreichen Artikel darüber, wie autoritäre Regime in den letzten 2 Jahrzehnten eine neue Methodik des Völkermordes entwickelt haben. Blutige Massenmorde sind zwar in der Vergangenheit meist nicht verhindert worden, wurden aber oft nachgehend von anderen Staaten geahndet. Brito beobachtet, dass Regimes gelernt haben, diese Konsequenzen zu vermeiden, indem Methoden des Völkermordes langsamer und schleichender geworden sind. Statt blutiger und schneller Blutbäder werden Genozide über längere Zeiträume gestreckt, mit verminderter Intensität. Unleidlichen Gruppen, die man aus dem Weg räumen möchte oder die Probleme verursachen, wird stückweise die Lebensgrundlage entzogen. Man nennt dies auch Genocide by Attrition, Völkermord durch Zermürbung. Diese Art der Gewalt fördert eine Haltung der Unaufmerksamkeit bei den Unterzeichnerländern der Konvention von 1948. Man wendet sich stattdessen den dramatischeren Krisen zu, wie zum Beispiel bei uns dem Krieg der Ukraine. Weiterhin, so Brito, nutzen die Täter weniger aufmerksamkeitsheischende Methoden, um ihr Ziel zu erreichen. Statt Tötung kommen Methoden wie sexuelle Gewalt, Geburtenverhinderung oder der Entzug lebensnotwendiger Ressourcen zum Einsatz. Diese alternativen Formen der Gewalt führen nicht zum Massenmord, erzielen aber über längere Zeiträume ähnliche Ergebnisse. Brito führt die Unterdrückung der Uiguren in China als ein Beispiel an, wie ein Staat mit einer marginal ausfallenden internationalen Reaktion und weitgehend ohne reale Konsequenzen seine Ziele umsetzen kann. Das sieht man jetzt auch dramatisch im Vergleich mit der Ukraine. Putins Methode ist sehr unintelligent. Bilder von ausgebombten Wohnhäusern, Leichen in den Straßen. Die Reaktion der westlichen Gemeinschaft ist gerade auch aufgrund dieser Bilder so schlagkräftig aufgefallen. Es gibt natürlich andere Aspekte auch. Ne? Chinas Vorgehensweise in Xinjiang ist unvergleichlich viel geschickter, unsichtbarer, natürlich auch wegen der allumfassenden Zensur. Die Zensur von Informationen ist ein wichtiger Bestandteil des modernen Völkermordes. Die Frage ist deshalb, Genocide is adapting. Genozid wandelt sich. Are we ready to respond? Sind wir dazu bereit, auf diese adaptierten Formen des Genozids einzugehen? Das ist genau die Frage, die sich die deutsche Politik und Öffentlichkeit stellen sollte. Ich bin fast fertig. Im April 2021 gab es im Bundestag die Anhörung zum Thema Völkermord in Xinjiang. Die Rechtsexperten konnten den Tatbestand Völkermord nicht feststellen. Vokabular wie Risiko oder Verhinderung kam in den Aussagen dieser Juristen nicht vor. Null. Wenig später stellte der Ausschuss des Bundestages, glaube ich zumindest, dann fest, dass in Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden oder werden. Darauf konnte man sich einigen. Das stimmt ja auch und es ist ein empirisch belastbares Urteil. Sehr gut. Das Problem ist, der Tatbestand Verbrechen gegen die Menschlichkeit bringt keine vertraglichen Konsequenzen mit sich. Der Tatbestand Völkermord verpflichtet das Unterzeichnerland, aktiv etwas zu tun,
um den Völkermord so weit wie möglich zu verhindern. Das heißt, es müsste zumindest müsste etwas getan werden. Man müsste sich zumindest bemühen. Klar, bei China ist das schwierig, aber es gäbe mehr Debatte. Das heißt, statt dass man sagt, können wir mit absoluter Sicherheit sagen, dass ein Völkermord stattfindet, müsste sich die Bundesregierung fragen, können wir weitgehend oder großenteils ausschließen, dass ein Völkermord stattfindet. Dass ein Völkermord nicht stattfindet. Ja? Wenn nicht, wie hoch kann man das Risiko einschätzen, dass der Völkermord stattfindet oder sich aktiv in der Vorbereitung ist? Das wäre ein konzeptueller Ansatz, der erstens der Präventionsverpflichtung gerecht wird und zweitens den Anforderungen nachkommt, die durch die neuesten Entwicklungen von Genozid als schleichenden Prozess entstanden sind.